Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Willkommen bei einem kleinen Battlefield 3 Match. Ich bin super duper gut drauf, wie Flander Diddly-Doo. Ach ja, schön. Arschloch. Arschloch. Ja, ich bin super gut drauf und heute geht's um die neuen Soldatenembleme, wie sie zu bekommen sind und solche Sachen, die man eigentlich gar nicht wissen will, aber man trotzdem zu hören bekommt. Wie zum Beispiel, esst mehr Früchte, Kinder, sonst sterbt ihr. Punkt. Ja. Oh, ich bin schlecht, ey. Ja, schön, dass er, wenn ich am Boden liege, mich noch erwischt. Wie bekomme ich die Ska-L? Ich hab bloß die Ska-H. Ich hab die Ska-L nicht. Und da sind wir schon bei dem heutigen problematischen Thema. Ja, ich kann durch Promenaden durchfallen. Das ist eine Promenade, sowas. Gestreiftes Promenade. Wo ist die? Wo ist die? Sturmsoldat. Ich hab aber keine Ska-Kacke-L. Das geht nicht. Hab ich nicht. Ah. Ja. Weil man muss zum Beispiel, um die Rambo-Medaille zu erreichen, die finde ich saugeil ist. Und die will ich auch haben, wie die meisten anderen auch von euch. Oder von den meisten Spielern. Da muss man zuerst mal die anderen Medaillen alle freischalten. Die anderen 3 vorher muss man freischalten. Ach ja, schön. Und kann dann die anderen freischalten. Das heißt also, es gibt 5 neue Medaillen. Ihr müsst zuerst Nummer 1 freischalten. Ihr müsst dann nach Nummer 2 freischalten. Und danach gibt es Nummer 3 zum Freischalten. Ja, chronisch sozusagen. Also in einer Reihenfolge, chronologisch heißt es. Schmarrn. Und warum treffe ich jetzt den nicht? Ist der dumm oder was? Egal. Und man muss fürs erste 50 Kills mit der Ska-H und mit der Ska-L machen. Aber ich habe die Ska-L nicht. Im Backlog habe ich geschaut, das steht da, dass ich mit der Ska-L, mit der Wunderwaffe, schon alles freigeschalten habe und wunderbar. Aber ich habe die Ska-L nicht. Nirgends ist die. Wie heißt die Ska-L? Heißt die anders? Oder warum finde ich die nicht? Bin ich saudumm? Sturmsoldat. Ich habe alle Waffen vom Sturmsoldaten. Aber anscheinend fehlt mir irgendeine. Oder habe ich sie verloren beim letzten Sommerverkauf? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist sie weg und das ist scheiße so. Also 50 Kills mit der Ska-H und mit der Ska-L und 25 Messerkills. Ja, das kann man eigentlich ganz einfach machen. Es gibt spezielle Kanäle, Server, also Noscher-Kanäle-Server, auf denen ihr bloß knifen dürft. Da kann man zum Beispiel dann schön die 25 Knife-Kills machen, weil es halt einfacher ist, ja. In dein Gesicht, Arschloch, Dummes. Und, ach, schön vorbei, egal. Ja, da geht's leichter das zu machen und ich finde die Idee schon schön und das ist halt immer so was, warum ich immer noch Battlefield 3 saugern spiele. Ich habe halt echt immer irgendwas, was ich gern spielen würde. Erstmal Armbrust freischalten, dann hier andere Waffen freischalten, ja sowas, Drahtangriff, man will die Sachen freischalten, man will seinen Soldaten aufbessern und so ein Scheißdreck, ja, kennt man ja, ne? Ja. Und hier steht es eben drin, auch in den Erfolgen, da muss man erst Kampfnarben freischalten, dann muss man, Achtung, Granate freischalten, Kampfsanitäter und dann kann man den Rambo freischalten. So habe ich es verstanden. Ja, so ist es auch. Anscheinend nicht, weil ich habe jetzt da schon Fortschritt. Ich weiß es nicht, wie es ist. Auf jeden Fall ist es irgendwie schon so. Und ich weiß nicht, wie ich die Ska-L dingen muss. Fürs nächste muss man Granatensachen machen mit einer Granate. 20 feindliche Ausrüstungen, wie zum Beispiel, ja, einen Tuck oder so zerstören. Und eben 20 Granatenkills machen und so weiter. Und so schöne Sachen dann. Und ich finde das echt nicht schlecht, ich finde das echt gut, hey. Aber was ich halt echt saudumm finde, das ist halt, dass die Ska-L bei mir fehlt. Ich habe alle Waffen außer die Ska-L, ja. So mal die Armbrust in die Waffe gedrückt, Hand genommen und dann mal da noch ein paar Impressionen, Eindrücke zeigen lassen. Ja, so, ich habe da noch einen Gegner. Oh, scheiße, bin ich dumm, ja. Die Leiche angeschossen. Hahaha. Ja, ist schon lustig, weiß schon, ja. Ah, wo ist der Gegner? 40, schau der Bub. Oh yeah. Oh, habe ich dich getroffen, hey, du dummes Arschloch, ja. So.
Und die Armbrust ist geil, aber ich finde sie ein bisschen overpowered. Weil ich habe auch die einigermaßen ein bisschen gespielt. Ich habe da schon, fick dich, ich habe da schon 20 Kills damit mindestens, ja. Ja, leg dich nicht mit mir an. Und ich muss sagen, die ist halt echt ein bisschen overpowered. Warum? Weil egal, wo du hintriffst, wenn du triffst, ist der Gegner tot. Und das ist halt ein bisschen... lebt der? Nö. Und das ist halt doch ein bisschen, ich finde es zu stark. Ich schieße ihm in den Fuß rein und er lebt noch. Also, da gibt es einige Sniperwaffen. Entweder muss man das dann verbessern, das Sniper-Ding. Oh, scheiße, bin ich dumm. Oh. Ja. Es ist nicht so bloß was Hardcore ist, das macht ja nichts. Also, das ist im Normalen auch so, habe ich ja gespielt. Aber ich fand das echt ein bisschen, ja, halt's Maul, zu krass, weil ein Schuss irgendwo hin, scheißegal, und der Gegner ist tot mit einer Sniper, wie zum Beispiel M40A5, nicht so M98B zum Beispiel, oder auch L96, da war es ja auch so, sehr schöne Waffe, da war es ja auch so, ja, du schießt ihm in den Nacken rein und er lebt noch, und das war halt schon ein bisschen scheiße und dumm, aber mein Gott, ne, macht ja nix. Ist ja alles noch legit, ja, ist ja noch legit. Ach Gott, bin ich gut drauf, ja, das ist schön, ja. Wenn man so gut drauf ist, ist schön grad frisch geduscht und ich stink schon wieder, ja, perfekt. Ja, oder man trifft gar nicht. Warum treffe ich denn gar nicht gerade? Gar nicht gerade? Schneewester, neues Wort, ja. Und ich finde auch einige Waffen sollten, haha, boah, boah. Oh, ich hab nicht mal ihn getroffen. Hey, leck mich doch am Arsch, oder? Ja, sehr schön. Einige Waffen sollen halt ein bisschen verbessert werden. Oh, komme, oder? Ja, Schlampe. Ja, ich treffe mit dem, obwohl ich gar nicht ziel. Ja, ist doch kacke, oder? Ja. Da sieht man mal, wie leicht man sich eigentlich, verlernen kann im Snipern. Weil es ist ja so, ich konnte mit der Armbrust relativ gut zielen, sogar schon auf Noscher-Kanäle. Gut, da war jetzt weniger Abstand zwischen meinem Gegner und mir, aber trotzdem, ich konnte dann No-Scopes machen, also einfach Schüsse machen, ohne zu zielen. Einfach so aus der freien Hüfte raus, geschossen und getroffen. Ja, ja, der hat jetzt die Scar-L, ja, das dumme Arschloch, ne? Aber ich hab die Scar-L nicht. Und das hängt mir zum Arsch raus. Ja, das hängt mir so zum Arsch raus. Schöner Spruch. Ich finde auch ein bisschen, dass die Schrotflinte ein bisschen zu stark ist, aber ist ja scheißegal, ne? Das Spiel macht mir Spaß, dann nehme ich halt meine Waffen, wo mir gefallen. Und dann hat sich die Sache wieder so ins Gesicht, ne? Ins Gesicht. Schon wieder erschossen. Und was ich wirklich gerne machen würde, hey, oh, der wird schön. Scheiße dumm. Was ich wirklich gerne machen würde, ist, ich würde, glaube ich, sogar gerne ein Fußballmatch mal kommentieren. Also, jetzt ein von mir gespieltes, weil ich habe zurzeit so einen scheiße großen Bock auf Fußball, weil ich halt auch aus Versehen gerade ein paar Fußballwetten am Laufen habe. Steigt mein Interesse an Fußball. Und da würde ich sogar sagen, ich hätte auch fast ein bisschen Lust, auf meine Xbox ein bisschen Fußball zu zeigen, weil es cool ist, ja. Bloß, weil es cool ist. Oh, ich sehe keinen Gegner, scheiße. Ja. Und ich wusste halt immer noch nicht, welches Spiel jetzt wirklich besser ist. Also, was findet ihr besser? FIFA 2013 oder 2012, ist egal. Oder eben, wie heißt das andere? Pro Evolution Soccer. Ja, PES. Ich weiß immer noch nicht. Ich habe mir jetzt gestern mal einfach so Gaudi halber das PES 2012 gekauft. Xbox runtergeladen, auch schon. Was? Ach so, ja. Toll. Werde ich mal spielen ein bisschen später. Und meine Meinung kundgeben. Weil ich will einfach ein cooles Fußballspiel. Und da weiß ich eben nicht, ich hatte mal eins, aber das ist schon Jahre her, wirklich. Das ist locker 5 Jahre her. Da war das echt geil, ja. Aber, ja, ich spiele wieder Scheiße, ich weiß schon, ne? Aber es ist mir vollkommen wurscht. Und
Also, was ist besser, FIFA 2012 oder FIFA oder Pro Evolution Soccer? Ich habe auch gehört, dass FIFA sich seit 4 Jahren einfach nicht ändert irgendwie vom Spiel her. Stimmt es oder nicht? Ja, das sind meine Fragen. Es ist interessant, dass sicher das Ding zu Ende ist. Wo steht der Typ? Wo ist der Typ? Hier ist doch irgendwo so ein Ding. Na, scheiße, ist mir egal. Ja, oder ich habe auch gehört, dass FIFA Streets besser sein soll, also keine Ahnung. Ich leg Wert auf ein, ja, sozusagen ein bisschen realistisch. Vielleicht kaufe ich mir einfach beide, ist ja scheißegal. Also bis zum nächsten Mal, ihr wunderschöne Menschen, bleibt so schön. Heute mal ein bisschen über die Embleme gesprochen, über die Armbrust ein bisschen gesprochen. Und nächstes Mal geht's weiter mit einem anderen Thema. Ja, tschüss, ne? Das könnt ihr sogar bestimmen. Schreibt mir ein Thema in die Kommentare, wenn ihr eins habt, worüber ich sprechen soll. Ich spreche gern drüber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ne?